Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FC Kopenhagen. Ich habe gesehen, das wird ein Quickie, 2 Minuten 15, aber wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Ich bin gespannt. Ja, hallo Herr Tuchel. Sie haben ja heute einigen Spielern Spielzeit gegeben, die auch noch nicht so viele Minuten kamen in dieser Saison. Wie zufrieden waren Sie dann mit den Neuen? Nee, es geht nicht. Man kann keine Kategorien aufmachen mit den Neuen oder denen, die mehr gespielt haben oder weniger gespielt haben. Darum geht es überhaupt nicht. Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht heute und konnten kein Tempo ins Spiel bringen, haben uns schwer getan gegen den tiefen Block und waren, das sah eigentlich, ich hätte mir gewünscht, wir spielen mit mehr Freiheit, mit mehr Mut und Leichtigkeit, aber Mehr Einsatzbereitschaft und ja. Gut, also das muss ich sagen, verwundert mich jetzt ein bisschen. Ihr habt ja meine Spielanalyse vielleicht gehört. Ich habe schon gedacht, dass das so eine Anweisung vom Tuchel war, aber anscheinend war es das ja nicht. Ursachenforschung vielleicht so ein bisschen. Ja, na klar, ist im Hinterkopf, jo, du bist schon durch. Nichtsdestotrotz ist es Champions League, du hast eine super geile Choreo vor Spielanpfiff gehabt, das muss ja schon motivieren. Aber man hat natürlich die zweite Halbzeit in Köln sowas von hochgelobt, dass das so geil war, dass das so ein guter Fußball war, obwohl es nur quer und nach hinten Geschiebe war. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Mannschaft das adaptiert und ja, das in dem nächsten Spiel dann 90 Minuten auch wieder durchzieht. Ja. Da muss man sich dann nicht wundern, ja, ganz ehrlich. Und das hatte heute Züge von Köln. Ja, wir haben keinerlei Spielidee gehabt gegen tiefstehende Gegner, haben wir aber eigentlich fast nicht. Wir waren heute wieder auf irgendeine Einzelaktion angewiesen, die halt heute einmal mal nicht kam. Ja, und dann geht so ein Spiel halt einfach 0-0 aus. Und man muss fairerweise auch sagen, dass die klareren Chancen auf Kopenhagener Seite waren. Ja, und dann ist das so. Ja. Und ja, es war ein langweiliges Spiel. Es war kein gutes Spiel von uns. Aber nochmal, ich kann das verstehen, dass das nicht so ein gutes Spiel war. Ja, wichtig wird sein, wie jetzt am Wochenende die Reaktion ist. Weil man hat sich heute nicht in gar keiner Weise verausgabt. Ja, das war heute maximal ein Trainingsspiel. Muss man halt mal so fairerweise sagen. es war nicht so. Wir haben auch nicht genug investiert heute Genau. mit dem Ball und gegen den Ball, Intensität und Super. Freut mich, dass Halleluja, dass der Thomas mal das auch so offen und ehrlich sagt. Weil genau so ist es. Da gibt es auch dann heute nichts schön zu reden. so auch eine gewisse Verbissenheit, um uns dann den Sieg wirklich zu verdienen. Deshalb nehmen wir den Punkt heute mit. Wissen, an was wir arbeiten müssen und alles gut. Sehe ich genauso. Ja, aber nochmal, das ist halt, wenn man dann so eine Halbzeit wie die zweite Halbzeit in Köln so maßlos in den Himmel hebt, ja, obwohl es einfach kein guter Fußball war. Ja, wenn man sich dann feiert, dass man es geschafft hat, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, gegen den Tabellen 17. oder 18. in der Bundesliga, der offensiv nicht stattgefunden hat, dann ist das halt einfach auch ein verkehrtes Zeichen an die Mannschaft. Ja? Und vielleicht hat man da heute mal ein bisschen so die Quittung gekriegt und vielleicht deswegen jetzt auch mal die klaren Worte von Thomas Tuchel, ja? Um da mal wieder ein bisschen gegenzusteuern. Auf der linken Seite Christian Kunz für die dpa. Ich hätte 2 Fragen. Zum einen, ein Trio hat gefehlt. Können Sie sagen, wie lange Sie mit einer Ausfallzeit von denen rechnen? Und die andere Frage, erstmal, es hat eine Schiedsrichterin ein Spiel vom FC Bayern in der Champions League gepfiffen. Wie waren Sie mit deren Leistung zufrieden? Ja, vielleicht meine kurzen 2 Cents dazu. Ich fand es völlig okay, wie sie gepfiffen hat. Ich fand es gut, dass sie immer gleich strikt hier abgeblockt hat, quatscht mich nicht zu und so, finde ich völlig legitim. Dass Ulle die gelbe Karte gesehen hat, fand ich maßlos überzogen. Ich denke, das ganze Stadion, jeder am TV hat gesehen, dass der Torwart mit den Fingerspitzen da dran war und es hätte Ecke geben müssen. Und dass sich dann ein Ulle, der das natürlich nochmal aus Torwartsicht sieht, ja, nochmal klarer sieht, sich darüber echauffiert, ihm dann die gelbe Karte zu zeigen. Ich meine, selbst der Torwart von Kopenhagen hat gesagt,
hat den Blick gemacht, ja, was soll ich machen? Na? Also, wenn sie hingegangen wäre, hätte den Goalie gefragt, hätte er gesagt, ja, war eine Ecke. Also, ja, wie ich ja lernen musste vor ein paar Wochen in den Kommentaren, bei Ecken und Einwürfen greift ein Fahr nicht ein, was nicht relevant ist, weil aus Ecken entstehen ja keine Tore. Ja, wir müssen uns daran nicht hochziehen. Ja, unsere Ecken sind grausam. Haben wir bei den Freistößen heute gesehen, die ja auch wieder legendär waren. Also von daher müssen wir uns da nicht irgendwie dran hochziehen, aber ich fand es halt einfach hardcore überzogen, dem Ole da die gelbe Karte zu zeigen. Ansonsten fand ich, hat sich's unaufgeregt gemacht. Sie war ein bisschen nervös, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, gerade bei den kniffligen Entscheidungen hat sie sich gar nicht getraut, irgendwas zu pfeifen, sondern hat jedes Mal das Spiel weiterlaufen lassen und hat jedes Mal dann auf den VAR verwiesen. Das fand ich ein bisschen lächerlich. Bei dem Elfmeter hat sie sich dann getraut, bei dem Handspiel, hat den gepfiffen und dann wird sie ja nochmal rausgeschickt von VAR. Ja, aber wir haben schon schlechtere Leistungen gesehen. Ne? Ansonsten fand ich, es war jetzt nicht einseitig gepfiffen oder so in irgendwelchen Zweikämpfen oder sowas. Wo man fairerweise sagen muss, so viele Zweikämpfe haben wir auch gar nicht geführt. Schiedsrichter und Schiedsrichterin ist ja besser, nichts zu sagen als Trainer. Das kann im Zweifel immer nur teuer Richtig. Und du machst dich nicht beliebt. werden. Oder deshalb machen Schiedsrichter Beobachterfragen zur Schiedsrichter, Schiedsrichterin. Und unsere Spieler, Nuss hat Magen-Darm, einen kleinen Infekt sich eingefangen. Gestern nicht im Training, dachten wir heute, es geht eigentlich. Und dann war aber im Hotel wieder schlecht, ist er nach Hause gegangen. Minjay hoffen wir, dass es bis Samstag reicht. Und Chupo hoffen wir auch, dass es bis Samstag reicht. Ja, aber da müssen wir nicht hoffen, Alter. Lass ihn. Sorry, Chupo, mit deinem Leistungspotenzial aktuell. Sag ich dir, bist du fußballerisch leider kein Verlust, Alter. Menschlich vielleicht, ja, fußballerisch definitiv nein, Alter. Wissen tun wir das. Ruh dich noch eine Woche aus, du hast ein Spiel gemacht über 90 Minuten, dann muss man auch erstmal wieder 2-3 Wochen Pause machen. Das erst morgen und übermorgen. Dann wird fleißig geschrieben, aber keine Hand nach oben gestreckt. Das war's. Sehr gut. Okay, schönen Abend, gute Heimfahrt. Ist kurz und schmerzlos, Leute. Kurz und schmerzlos. Ja, ich bin begeistert. Um diese Uhrzeit finde ich das gut. Kurz und schmerzlos. Zu dem Spiel gibt's auch nicht viel zu sagen. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Tuchel hat selber gesagt, wir haben alles vermissen lassen. Nochmal, ich kann es nachvollziehen, menschlich gesehen, ja. Man hat das irgendwo im Hinterkopf vielleicht, der Gegner stellt sich hinten rein, da tun wir uns schwer, da finden wir keine Mittel. Dann Kimmich hat das Spiel wieder super lahmarschig gemacht. Aber ich will da gar nicht in Kimmich die Schuld in die Schuhe schieben. Ansonsten die ganze Mannschaft. Ich hab's gesagt. Könnt ihr für euch selber benoten. Wenn man das alles berücksichtigt, gibt man durchgehend eine 3, mal eine schlechte 3, mal eine gute 3. Wenn man das nicht berücksichtigt, dann kann man der kompletten Mannschaft auch eine 4 geben. Also, das muss jeder für sich wissen. Wie gesagt, ich fand's okay. Es ist menschlich. Nochmal das Köln-Spiel, dass man die zweite Halbzeit da so moderiert hat, wie man sie moderiert hat, wird dann in der Ecke mit reingespielt haben. Deswegen ist es gut, dass man das jetzt so moderiert hat, wie es Tuchel getan hat. Und das Wichtige wird das Spiel am Wochenende gegen Union sein. Ja, Union ist super verunsichert. Union hat aber absolut nichts zu verlieren, aber gar nichts. Ja, sie kommen als super krasse Außenseiter nach uns. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Da muss auf jeden Fall mehr Einsatz kommen, wie es heute der Fall war, sonst geht das nach hinten los. Aber ich denke, das weiß Tuchel, das wissen die Spieler und von daher bin ich gespannt aufs Spiel. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi.